Servel Podcast, dat sie Bläcker han d Kulisse vun engem vun de gréessten Emploiern zu Lützeburg. Mir bringen ech méi no und die faszinéieren a vielfältig Welt vun der CRL. Schöne gute Morgen und willkommen beim ersten Podcast von der CRL. Mein Name ist Sandy Nonweiler, responsabel von der Kommunikation und Portparole. Bei mir heute ist Linda, Spezialist, wenn es darum geht, über Travaux zu kommunizieren bei der CRL. CRL plant 2021, also dieses Jahr, viele Arbeiten Eisenbahnsreso. Wie war's, Linda? Ja, moin Sandy. Wir machen das Arbeiten, weil wir unsere Klienten in Zukunft für den Service mit noch mehr Qualität anbieten. Das Ziel ist dabei, also Reso zu modernisieren, an Stand zu halten und auch auszubauen. Wie viel sind das Arbeiten dann gerade heute so wichtig? Ja, also das Arbeiten sind neidisch gehen, weil also Reso ist saturiert. Das heißt, wir kriegen am Mann wie 20 Jahre bei 85% Klienten dabei. Und dadurch entstehen Engpässe an verschiedene Plätze vom Reso. Das heißt zum Beispiel ganz besonders auf der Gare von Lützeburg, aber auch auf der Strecke Lützeburg-Beteburg oder auch zu Rodange oder zu Ettelbreck. Und das ist auch etwas, was den als Klient merkt? Pünktlich geht das etwas, was als Klient am wichtigsten ist. Sie wollen sich etwas verlosen können. Und das heißt, dass wir also den Service können nur bieten, die sie sich erwarten von uns, müssen wir den Reso ausbauen, für uns die nötigen Kapazitäten dafür zu gehen. Mehr Kapazität ist das wichtigste Stichwort. Was heißt das da für uns Klienten? Das heißt, dass wir mehr Platz an unseren Tisch machen. Das heißt doch ganz besonders bei diesem Schienennetz, dass wir keinen Engpass mehr haben, an den Betrieb besser fließt. Und so werden als Klienten in Zukunft mehr einfach um ihr Ziel kommen. Die Kapazität spielt also auch für die Lützeburg eine wichtige Rolle. Ja, in der Tat. Und zwar als gar das Herzstück von unserem Reso. Und da das du weinst, weil das Reso eine Sterneform hat, da laufen alle 6 große Eisenbahnslinien von uns zusammen. Und das heißt auch, wir fahren alltag über 1000 Züge durch. Und das sind sowohl Freizüge wie auch Voyageurs-Züge. Und das sind nicht nur national, aber auch über die Grenzen raus Züge, die fahren. Und ja, bei so vielen Zügen bedeutet eine Verspätung, gerade zu den Spitzenstunden, gerne eine Situation, in der sich eine Verspätung von einem Zug auf den anderen überdreht. Und das nennen wir auch gerne den Domino-Effekt. Und das ist ein Effekt, den als Klienten nicht gerne haben. Und dem wollen wir mit diesen Arbeiten entgegenwirken. Was ist da konkret geplant? Gare Lützeburg spielt als Herzstück eine ganz wichtige Rolle. Und dafür bauen wir auch schon 2016. Und du hast den Ausbau, ein Ziel, mehr gesagt, 4 weiter Gleise und noch 2 ganz verschiedene Kähen. Und es wird auch eine neue Passerelle gehen. Und da kriegt alle Insulin auf der Gare die direkte Kähe. Was bringen dann das zusätzlich Gleise Kähen? Neukeen, das heißt, dass wir mehr Kapazität kriegen für das gar die ganze strategisch wichtig ist. Und durch die zusätzliche Gleise erkennen, können wir dann als Gare Lützeburg wesentlich mehr flexibel nutzen. Auch dann, wenn ein Käher mal ein Problem ist. Und gleichzeitig wird der Weicheplan, das heißt die Unordnung von den Schienen Weichen, komplett erneuert, für den Betrieb an der Gare zu optimieren. Und das ist ganz wichtig, für Retarden zu minimisieren, den Fluss an der Gare zu verbessern und auch Qualität hochzuschrauben. Und Kähen an der Gare oder an der Gare, die gehen noch mehr lang? Genau, und zwar mit den mehr langen Kähen können wir auch mehr lang Züge an die Gare bringen und Klienten so zur Verfügung stellen. Und so können wir mehr Sitzplätze nur bieten, was gerade zu Spitzenstunden viele Klienten entgehen können. Mit dem neuen Rollmaterial werden wir auch bis 2024 übrigens knapp 12.000 zusätzliche Sitzplätze können anbieten. Das sind über 40%. Das ist eine schöne Geschichte. Aber am Rest vom Land soll den öffentlichen Transport auch noch mehr attraktiv gehen. Ziel ist nämlich, den öffentlichen Transport noch mehr accessibel zu machen. Und das heißt einfach, mehr nur da, wo die Leute schaffen, erleben. Und da schaffen wir verschiedene Pôles d'échange, also Plätze, wo ich umklammern kann. Zum Beispiel zu Ettelbreck, zu Mirsch, Howald oder auch zu Rodange. An die Pôles d'échange, also Umsteigplattformen oder Umklammplattformen, sollen die für jeden accessibel sein? Ja, die Mobilität für Mur, das ist eine Mobilität für jeden. Das heißt auch für die Leute, die mehr schlecht zu Fuß sind oder die Männer gut gesehen oder vielleicht auch Männer gut hören. Und da wird für Accessibilität ganz groß geschrieben. Da bauen wir ganz viele Plätze, zum Beispiel Rampen, Lifte oder auch Prototaktillinien.
Dat heißt, 2021 haben wir wirklich viel Willes. Was ändert sich dann direkt für als Klient durch das Arbeiten? Auch wenn es auf den nächsten Blick nicht immer direkt so ausgeseit, will mir aber als Klient Leben mehr einfach machen. Und wir wünschen uns, dass sie gerne am Zug fahren und von einem optimalen Service können profitieren. Und dafür haben wir in diesem Jahr als Honorar gleich 4 KU gepasst. Das heißt, für unsere Klienten weiter einen guten Service zu bieten, und für gleichzeitig mit unseren Nachbarn so sehr weit geht, führen zu kommen, rekuperieren wir Sperren, für so viel Matineen wie möglich zu schaffen. Die erste von den 4 Phasen ist schon am Gang, und die läuft auch noch bis zum 2. April dieses Jahr. Und die Phase 2 geht da vom 3. April bis zum 16. Juli, geht noch eine dritte Phase vom 17. Juli bis zum 14. September. Und dann die Feier der Lastphase für das Jahr geht da vom 15. September bis zum 12. Dezember. Okay, ich verstehe. Das heißt, die erste Phase, die ist so schon am Gang, die geht bis Ostervakanz, dann die nächste, die geht dann bis die Großvakanz am Sommer aufhängt. Die dritte Phase ist dann Matzen an der Sommervakanz und dann mit der Rentrée, den 15. September, haben wir dann die Feiertphase. Was geschieht dann genau an den ersten 2 Phasen? Eine ist ja schon am Gang, und noch die zweite, erzähl uns ein bisschen darüber. Ja, noch an der ersten Phase schaffen wir für allem auf das Projekt von der Gern zu Lützeburg an Nettelbrick weiter. Da haben wir schon angefangen. Wir haben aber auch nach verschiedenen Auftritte gemacht, zum Beispiel an der Fußvakanz, Lorizant. Heinz, du sperren wir auch Linien für den Zugbetrieb, wenn als Partnerinnen wobei von verschiedenen Projekten schaffen. Wie zum Beispiel der Pont Büchler an der Stadt, das Projekt für Pont Chaussee. Dann an der zweiten Phase von den Arbeiten haben wir dafür an der Ostervakanz, an der Pechvakanz Großarbeiten. Du werdet da so sehen, dass zu Ostern kein Zicht durch Stadtelbrecker Nölven, Ölvener Guvi oder auch Ettelbrecker Dickrich fuhren. Und da das dann, weil wir du weiter ob der neue Gar zu Ettelbreck schaffen. Aber auch ob der Gar von mir an der Gar Lützeburg gehen da bestimmt weiter. Und da das dann auch an der Pechvakanz. Da sperren wir dann den sogenannten Nordkap von der Gar, das ist den Teil von der Gar, wo sich Richtung Träger an den Norden führen. Und da geht es da ganz spektakulär, weil an der Pechvakanz geht die neue definitiv Passerelle an der Gar Lützeburg auf Platz gesagt. Die ist dann aber noch nicht fertig. Die ist insgesamt 4 Monate gespart. Und da werden wir auch ganz genau zusammen mit der Stadt Lützeburg zusammen gucken, für da eben eine gute Kommunikation zu machen. Nicht nur für Reisklienten, die mit dem Zug kommen oder mit dem Bus, RGTR, aber auch davon von Bonneweg oder Heide Quartier de la Gare, den wirklich immens impactiert ist. Darüber schwätzen wir dann vielleicht auch ein anderer hier auf dieser Platz drüber. Ich habe schon gerade gesagt, Information leider ist um Herzen. Was machen wir da alles, für dass das Klient auch an dieser Zeit und ihr Ziel kommen? Ja, für uns ist ganz wichtig, für uns Klient auf ihrem Weg zu begleiten. Auch wenn man kein Zug fährt, wollen wir aber für sie da sein. Das heißt zum Beispiel, als Servicebus organisiert das da, wo es geht, immer einen optimalen Schienenersatzverkehr oder ein spezieller Fall, den wir immer auch Zuglinien. Mais ein anderer ganz wichtiger Teil für uns ist die Information von unseren Klienten, die wir immer mehr detailliert versuchen zu machen. Aber gerade dann, wenn sich nicht so vor, wie als Klient das gewinnt sind, wollen wir sie immer im Courant halten, ob ihren Zug fährt oder ob sie vielleicht auch mit einem anderen Transportmittel kommen. Und dafür haben wir auch dieses Jahr einen Kalender gemacht, mit all unseren Nachbarn, wo als Klient dann für allfast gesehen, was für ein Tronçon wenig gespart ist. Davon gibt es eine ganz aktuelle Version immer auf unserem Internetseite, das ist www.cfl.lu. Wir haben aber auch ein paar Versionen von dem Kalender, die fanden als Klienten auf unseren Guichets an der Gare. Und das ganze Jahr über werden wir aber auch an unsere größeren Gare Affichen aufhängen. Und diese Affichen werden unsere Klienten dann bei uns Travo sinnvollen guidieren. Und außerdem haben wir auch ganz neu auf unserem Site eine Rubrik, wo wir express just über unsere Arbeitsstunden schwätzen, wo als Klienten dann alles rund um dieses Sujet können finden. Da gibt es den Link rüber auf unseren Blog, wo dann Details über alle Projekte stehen, aber auch bei den Schienenersatzverkehr und bei unseren Kalender mit den Arbeitsstunden.
Ja, de Blog vun demste Schwätzt das Blog crwl.lu, du vun den net nëmmen Informationen an Detailer iwwer all Pro, mit das e ganz flotte Sid, wo en bëssen hannerte Kulisse ka kucken, an den andere Sid vun dem Linda Lograt geschwat huet mat der extra Rubrik fir eis abechten, dat das Infotravo am Pluriel crwl.lu. Mün awer weiter och nach eis App CRL, Mobile an och CRL International, wo en gené Informationen iwwer die aktuell Vorplan krit. A wann danwer fleit nach enger froh soll opstoen, also reisen Team vum Callcenter fir als Klion disponibel, ënner der Telefonsnummer 24 80 24 80. Merci Linda fir diesen Ableck an eis Bauarbechte vun der CRL des Joer an eisem echten Podcast. Mir so und vielmals Merci an bis geschwen. Adi. Vielmals Merci. Adi.